fast live aus dem Maskott. Heute mit Daniel Rieser, Stefan Heuss und mit mir, Agota Dimen. Und da ist er, vom Kinderschreck zum Quotenknüller, Dominique de Wild. Merci vielmals, danke. Die Begeisterung. Herzlich willkommen hier zu unserer kleinen Nacht- und Nebelshow «Devi Late Night». Daheim von der Fernsehsessel und natürlich halb live im Maskott. Herzlich willkommen. Haben wir nicht eine wunderschöne Zeit? Eine von meinen Lieblingszeiten. Es ist Halloween-Zeit, sozusagen. Und schon die erste Schreckensnachricht. Oder? Habt ihr mitbekommen? Bam! Die Merkel geht. Also nicht, dass das irgendjemand jetzt wirklich schlimm findet von uns, aber... Ich meine, die Frau ist 18 Jahre ist im Business, oder? Ist sie bei der CDU, ist sie zuvorderst vorne gewesen. 13 Jahre ist sie Bundeskanzlerin gewesen. Da wird man doch sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst. Hä? Ich meine, 18 Jahre, ah Gott, stell dir das vor. Also 2000 ist das gewesen. Fassen schnell zusammen. In Frankreich ist der Chirac an der Macht gewesen. In den USA ist der Bill Clinton an der Macht gewesen. Der Roger Federer hat noch nicht ein grosses Turnier gewonnen. Das ist krass. Also ich mag mich nicht mehr so erinnern. Ich bin gerade 5 geworden in dieser Zeit. Aber... 18 Jahre Merkel an der Macht kann man so zusammenfassen. Und sie geht. Wobei erst 2021, es ist also sehr ein langsamer Rücktritt, den sie aus dem Bundeskanzleramt machen will. Sehr ein langsamer Rücktritt. Oder wie die AfD sagt, ein rausgezögerter Orgasmus. Und sie halten sich eigentlich genau an die Zeit, wo auch ist auch vielleicht aufgefallen, die deutschen AKWs. Sie wird ganz langsam runtergefahren. Und bis 2022 muss sie dann aber wirklich aus dem Netz sein, bevor sie davon negativ ausstrahlen. So. Die Meldung hat natürlich ein grosses Echo ausgelöst. Zum Beispiel in Chemnitz sind die ersten Bürger zusammengekommen und haben gesagt, hey, da muss man unbedingt einen Strassenabschnitt nach der Merkel benennen, richtig, den Merkel-Mussweg. Das wäre doch einmal eine schöne Geste. Die Frau muss man ja auch sehen. Die Frau, was sie jetzt alles gemacht hat, oder? Sie hat wirklich die Homo-Ehe hat sie eingeführt. Sie hat den Mindestlohn eingeführt. Sie hat die Wehrpflicht hat sie abgeschafft. Und wofür sie wirklich bekannt war, ist natürlich für die Raute. Wenn ihr euch erinnert, das ist die Raute, so eine schöne Haltung in sich in Ruhe. Da, schöne Raute. Wir haben jetzt mal ein paar Beispiele, wie man es eben nicht macht. Es haben ja viele probiert. Also, das ist keine Raute. Nein. Das ist auch keine Raute, das ist auch nicht ganz richtig. Ja. Kommt aber auch schon ein bisschen dran. Jemand hat erstaunlicherweise die Raute richtig machen können. Schau mal, das sind alle ganz erstaunt gewesen. Schau mal. Aber hey, das ist wirklich das gesehen, weswegen dort Merkel 5 Stunden mit dem Typ geredet hat. Die haben die Raute geübt, ja? Und der ganz stolz, da, ich hasse den. Ja, das ist die Raute. Wer könnte der Nachfolger werden von der Angela Merkel? Ganz klar, die Person, die die Raute perfekt kann. Ja? Und deswegen wird auch schon geübt. Schau mal, der jetzige Innenminister, der hat sehr probiert schon ein bisschen, funktioniert noch nicht so ganz heißer Kandidat, der Jens Spahn. Der kann es schon ziemlich gut, da sind alle wirklich erstaunt. Aber wer es wirklich am besten kann, und da sage ich jetzt Deutschland, aufpassen, heiße Kandidat für Bundeskanzlerin 2021 kann die Raute perfekt. Ich würde mir Sorgen machen. Schaut. Alice Weidel von der AfD. Geht es noch schlimmer? Nein, wirklich nicht. Dann lieber der. Der kann die Raute auch mega gut. So. Sonntagszeitung. Was hat sie aufs Blatt vorne drauf da am Sonntag? Klar natürlich ein Thema, das die Welt bewegt. Richtig, der unheimlichste Ort der Schweiz. Ja?
Und sie haben dann gedacht, das ist ein Thema jetzt zu Halloween, das muss auf der Titelseite oben sein. Und sie haben zum Beispiel hier ein Schloss vorgeschlagen, ein ehemaliges Kurhotel. Das steht im Graubünden. Das ist in Val Sinestra steht das Kurhotel. Und dort soll ein Geist umgehen. Die sind dann mit so Ghost Hunters sind die losgegangen, durch die Gänge durchgeschlichen und haben dann anscheinend wirklich Kontakt mit einem alten, schlurfenden, weisshörigen, missmutigen Gespenst aufgenommen, wo Hermann heisst. Ja? Also ich weiss nicht, vielleicht haben Sie da in der Übertragung etwas falsch verstanden. Hermann, schlurfendes altes Gespenst, das könnte doch auch sein, ein Bundesrat auf Kur. He? Ja, Schneider-Ammann, natürlich. Das passt doch. Also sehr eine schöne Geschichte, die wir gerne gelesen haben, aber uns hat gleich gedacht, die wirklich unheimlichen Orte in der Schweiz, die fehlen eigentlich in diesem Bericht. Und so frage ich, liebe Kinder, sind ihr parat für die 10 unheimlichsten Orte in der Schweiz? Ja! Also, da sind's, die Orte des Grauens. Auf Platz 10. Der Keller vom Oskar Freisinger. Auf Platz 9. Roger Köppel seine Gedankengänge. Auf Platz 8. Der Lift am Bahnhof Hartbruck. Auf Platz 7. Die Kommentarspalte in 20 Minuten. Auf Platz 6. Handtäschchen von der Christa Rigozzi. Auf Platz 5. Das Nagelstudio Shiny Princess in Schlieren. Auf Platz 4. Unter dem Kopftuch von Chris von Rohr. Auf Platz 3, Mike Schivas in Kleiderschrank. Auf Platz 2, unser Sendeplatz. Und auf Platz 1, was könnte es sein? Richtig, ganz im Allgemeinen, Kanton Thurgau. So. Sind wir bereit für eine richtig gruselige Halloween-Geschichte? Ja! Sehr gut. Und da ist sie auch schon. Das Taubenmassaker. Das Geschichtli fängt ganz harmlos an, in einem ganz kleinen Dörfli in der Nähe von Zürich, im Dörfli Oberglatt. Schaut, das ist das herrliche Dörfli Oberglatt. Da amüsiert natürlich schon der Name Oberglatt. Ja, jetzt würdest du staunen. Das ist wirklich wahr. Schau mal, das ist das Wappen von Oberglatt. Ja? Das ist wirklich wahr. Das ist das Wappen von Oberglatt. Und Oberglatt hat ein wirklich beschissenes Problem, wie sie uns haben wissen, das ist in den Medien so ein bisschen umgegangen. Ich muss dir vorlesen. Und zwar das Problem ist, Schwärme verwilderter Haustauben verursachen hygienische Probleme und ihre Kotablagerungen führen an den Bauwerken zu großen Schäden. Das ist das Problem von Oberglatt. Ja? Also man könnte jetzt denken, Oberglatt sieht so aus heutzutage. Kein Wunder, haben sie das Wappen kurz geändert, sieht jetzt so aus. Wir jetzt aber genau wissen, haben wir mal eine Live-Reporterin geschickt nach Oberglatt, die uns berichten soll. Hier ist ihr Fazit. Schaut, was auch noch interessant ist am kleinen Dörfli Oberglatt, ist, dass sie haben jetzt etwas Phänomenales werden sie jetzt einführen. Ich kann auf der Webseite nachlesen. Im Jahr 2019 führen sie das erste Mal Kartonabfuhr ein. Bravo. Doch, wirklich innovativ. Man fragt sich natürlich, wieso erst jetzt? Wieso erst 2019? Was haben Sie denn bis jetzt mit dem Karton gemacht? Ganz einfach, denken an den Taubendreck. Ja? Schaut, alles abdecken. Ja? Und deswegen hat jetzt wirklich der Gemeinderat von Oberglatt diese Woche entschieden, ja, zwischen Gemeinde gibt Tauben zum Abschuss frei. Also Tauben im Oberglatt, ja. Aber was passiert mit den toten Vögeln? Also mit diesen Taubenkadavern, ja? Auch da ist Oberglatt sehr innovativ. Da ist ihre Lösung. Verstehen Sie? Ein sogenanntes Gourmet-Restaurant ist das. So, was haben wir noch Schönes gesehen? Haben wir noch eine schöne Meldung? Oh ja, komm, nicht ganz 100 ist unsere Meldung. Da kommt sie. 99 Titel hat, oder 99 Turniersieg hat unser Liebling, der Roger Federer, eingefahren in Basel. Was für ein Tag, was für ein Triumph. Und gleich natürlich werden wieder die Stimmen laut. Wird er zurücktreten? Ja? Und das ist nicht er, der sich entscheidet. Das ist seine Frau, die Mirka wahrscheinlich, die das entscheidet. Sie hat viele Gründe, ja. Also seine Küsse schmecken immer mehr metallisch, ist ihr aufgefallen.
Außerdem streichelt er seine Tennisbälle mehr als seine Kinder. Ja, das sind alles so Sachen. Und man weiß nicht genau, man schaut so ein bisschen mit Schultern an, oh, Jesus Gott, wenn der Federer zurücktritt. Ich meine, das ist das Horrorszenario für alle Schweizerinnen und Schweizer. Federer Rücktritt! Jesus Gott, was wird passieren, wenn der Mann irgendwann mal verkündet, ich trete zurück? Was sollen wir denn in diesem Land machen? Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Information des Sportdepartements, des Departements des Innern sowie der Armee. Grüezi, wenn Sie dies sehen, befindet sich unser Land im Ausnahmezustand. Achtung, dies ist ein Ernstfall, keine Übung. Tag X ist da. Unser aller Idol, strahlter Nationalheld, Sohn der Schweiz, Beherrscher der absoluten einhändigen Rückhand, Bezwinger auf Sand und Rasen und Bewahrer des allerletzten Werbedeals. Unser allerliebster und verehrtester Roger Federer. Federer ist zurückgetreten. Ja, ich wiederhole, Roger Federer. Federer hat den Schläger abgegeben. Bitte bewahren Sie Ruhe. Jetzt keine Panik. Für meine Sicherheit, für unsere aller Sicherheit ist gesorgt. Befolgen Sie einfach die Anweisungen Schritt für Schritt. Nach dem ersten Schock ist es wichtig, sich gegenseitig Trost und Zuversicht gefühlsvoll zuzusprechen. Auf, vertrugene Scheibe! Los, halt dich an! Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, aber die von uns verteilten Jodtabletten sind in Wirklichkeit Beruhigungsmittel für den Tag X. Also nehmen Sie sie jetzt alle. Ja, es ist wahr. Roger Federer ist zurückgetreten. Nach Akzeptierung dieser Tatsache werden große Teile der Bevölkerung in Wut ausbrechen. Außerdem werden jubelnde Nadal-Fans marodierend durch die Straßen ziehen. Bitte halten Sie also Ihre Dienstwaffe und Notmunition bereit. Sollten Sie Pazifist, Zivilschützler oder sonstige Dienstverweigerer sein? Tja, Pech gehabt. Wir haben Sie ja gewarnt, gell Sie? Sie können sich ja jetzt mit Räucherstäbchen oder einer tiefgründigen Diskussion verteidigen. Ruhe! Also halten Sie Fenster und Türen geschlossen und schalten Sie den Fernseher ein. Achten Sie besonders auf die Werbeunterbrechungen. Erst wenn Roger Federer wieder Espresso schlürft, Sportwagen fährt oder in einen Bausparvertrag andrehen will, ist die Krise überstanden. Da die Schweiz bereits in Eishockey, Skifahren, Fußball unneutral tun, total versagt hat, ist es jetzt wichtig, dass wir wenigstens in Sachen Tennis aufrüsten. Falls also Sie ein junges Tennistalent auf einem Platz sichten, rufen Sie uns an. Wir kümmern uns darum. Für eine starke und wehrhafte Schweiz. Wenigstens auf dem Tennisplatz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Video vernichtet sich von selbst. Meld mir ab! Sehr fürchtige Vorstellung, wenn man darüber nachdenkt, dass der Federer zurücktreten könnte. Aber jetzt kommt, wenn der wirklich eine mega gruselige Halloween-Geschichte hat. Ja! Also, sie heißt der Samba-Satan. Samba-Satan, was meint er echt damit? Richtig, Brasilien hat gewählt. Es ist der Jair Messias Bolsonaro heisst der Mann. Das klingt wie ein eleganter Tanz, ist aber nicht so elegant. Das ist wirklich ein homophober, sehr sexistischer Diktaturfan und er zieht die Schrauben wirklich noch härter an. Ja? Also wenn man jetzt bedenkt, so in fragwürdigen Aussagen, wenn jetzt der Trump etwa da ist, in so Aussagen, ja? Und der Erdogan etwa so ist, dann ist der Samba-Satan ungefähr so. Ich meine, die Schweiz reagiert geschockt. Geschockt? Wohin sollen wir jetzt in die Ferien? Nein, jetzt mal ehrlich, Antalya geht nicht mehr. Florida ist auch nicht mehr so richtig gut. Oberglatz geht auch nicht mehr. Oberglatz ist auch nicht wirklich. Rio de Janeiro. Wohin sollen wir noch? Ferien. Malediven, Bora Bora oder Thailand. Sind das nicht Traumdestinationen?
klares Meer, schöne weisse Strände, Sonne, jeden Tag. Ist das nicht das Paradies? Wollt ihr nicht sofort auch dort hinfliegen? Gibt es schönere Orte auf dieser Welt? Nein, gibt es nicht. Aber im Tessin ist es auch schön. Gut, nicht so schön wie auf den Malediven, aber auch schön. Das Tessin, fast wie am Strand in Italien, einfach mit 2 Stunden weniger Auto fahren. Und das heisst, 2 ganze Stunden mehr Ferien im schönen Tessin. Und wenn es ab und zu regnet, braun wird man im Tessin trotzdem. Das Lieblingsbikini vergessen? Auf Bora Bora müsstet ihr jetzt ein völlig überteuertes Bikini im Touri-Shop kaufen. Im Tessin zwar auch, aber vom Tessin aus könnte man einfach schnell heimfahren und das eigene Bikini holen. Und wenn man schon mal dort ist, schnell noch schauen, ob der Herd nicht etwa noch an ist. Und Staubsaugen könnte man eigentlich auch noch ein bisschen. Hure praktisch. Immer noch nicht überzeugt? Dann kneifen doch mal die Augen zusammen. Ganz fest. Sieht das nicht aus wie Rio de Janeiro? Samba, Ticino. Das Tessin, Spree-Garantie von der Feriendestination. Wow, eine Palme in der Schweiz. Und da, eine richtige Kastanie, die kann man essen. Und nicht nur zum Basteln von so dummen Figürchen brauchen. Kommt da nicht sofort Ferienfeeling auf? Auch nicht ein bisschen? Das Tessin, fast wie richtige Ferien. Vergessen die teuren Roaming-Gebühren. Und das Beste ist, im Tessin können alle Deutsch. Einfach Cembra. Ferien wie die Hei. Vor dem Gotthard sieht es aus wie vor dem Gubrist. In Mendrisio sieht es aus wie in Menziken. Und auf den Tisch kommt auch etwas rechts. Polenta, Küngu, Merlo. Das Tessin. Ferien garantiert ohne Durchfall. Was? Immer noch nicht überzeugt? Dann schauen wir doch schnell auf TripAdvisor. Ob Thailand, Australien oder das Tessin, es ist doch überall schön. Solange mein Mann nicht dabei ist. Ihr habt es gehört. Darum bucht noch heute Ferien im Tessin. 100% Schweizer Ferien zu 100% Schweizer Preisen. Wir sind immer noch bei Derby Late Night und jetzt kommt ein Mann, der Lösungen hat für Probleme, die ihr noch gar nicht wisst, dass ihr sie überhaupt habt. Großer Applaus für Daniel Düsentritt der Schweiz, Stefan Heuss! Im Geschäftsleben gibt es ja immer häufiger sogenannte Stehlunch-Veranstaltungen. Und das Geheimnis für einen erfolgreichen Stehlunch ist natürlich einfach die richtige Ausrüstung. Mit dieser von mir designten Multifunktionskrawatte Stehlunch Professional sind sie einfach auf alles vorbereitet. Es hat hier zum Beispiel so einen integrierten Spritzschutz. Den können Sie da ganz einfach am Revers anklüppeln. Und so müssen Sie also nie mehr mit einem verfleckten Hemd ins Nachmittagsmeeting. Dann ein wichtiges Feature ist sicher das integrierte Klapptischli. Da kann man jetzt so Häppli-Teller einfach da in den Halteschlitz reinfahren. Durch das Eigengewicht verriegelt sich das selber und man hat die Hände wieder frei. Jetzt ehrlich gesagt, das Essen an diesen Events ist ja nicht immer genau gleich, oder? Ich persönlich habe zum Beispiel überhaupt nicht gerne Oliven. Das ist aber kein Problem, weil ich habe da den praktischen Entsorgungsschacht gerade integriert. Das kompostierbare Material geht jetzt hinten runter in den Kompostbeutel. Wenn ich jetzt das Hebel rausziehe, schalte die Klappe um auf den Doggy-Bag und ich kann da noch etwas Feines mit heimnehmen. Dann haben wir weiter da vorne noch einen Steckplatz für so kleine Spiessli. Die kann man da ganz einfach vorne so reinstecken und weiter schöpfen. Und als Kommunikationstool, das ist eigentlich das Beste vom Ganzen, hat es da noch den praktischen Business-Card-Geber. Da können sich meine Kunden, also Sie, selber mit meinen Karten eindecken und ich komme endlich zum Essen. Zum Schluss möchte ich jetzt gerade noch auf ein heikles Thema ansprechen: Alkohol. Weil an diesen Veranstaltungen wird regelmäßig Alkohol ausgeschenkt. Und wenn man jetzt Networking wirklich seriös betreiben und am nächsten Tag auch noch wissen, mit wem man alles Duzis gemacht hat und wenn man was für Lieferbedingungen versprochen hat, sollte man ja eigentlich auf Alkohol verzichten. Das heisst jetzt aber nicht, dass Sie nicht trotzdem mit Ihren Geschäftspartner mal mit einem Glas Wein anstoßen. Machen Sie das wirklich, weil in der Multifunktionskrawatte Stehlunch Professional hat es nämlich da noch den praktischen Alkoholabsauger integriert.
Da können Sie den Wein da an einem unbeobachteten Moment einfach verschwinden lassen. Es ist ganz einfach. Vielleicht können Sie das daheim 1-2 Mal vor dem Spiegel üben. Man macht da den sogenannten Kreuzgriff, geht da mit dem Glas unter den Sauger und dann zieht man da einfach an der Gürtelpumpe. Und fort ist es. Schönen Abend. Danke. Einen guten. Stefan Heuss! Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr das Programm schauen. Die grösste Schweizer Patente ist jetzt auf Tournee. So, der nächste Gast, den ich heute hier begrüßen darf, freue mich sehr, hat wohl das umstrittenste und kontroverseste Buch vom Jahr in der Schweiz geschrieben. Es geht um Köppel-Biografie, die da heisst «In Badehosen nach Stalingrad». Er ist Journalist vom Jahr 2006, also nicht der Köppel, sondern der Herr, der jetzt hier kommt. Er ist Musiker und wirklich ein Thurgau-Flüchtling. Also nehmen wir mit einem warmen Applaus auf. Da ist er, Daniel Riese! Daniel, Prost, zuerst mal ein kleines Schlückchen. Schön bist du da, merci vielmals. Cheers. Sag gerade die erste Frage, haut gerade mal rein. Du hast dich jetzt wirklich 1,5 Jahre hast du dich mit dem Mönch Köppel auseinandergesetzt, sehr intensiv, bist ihm sehr nahe auch gekommen. Da muss die Frage berechtigt sein, wie geht es dir heute? Ich habe Geburtstag und verbringe meinen Geburtstag bei dir in der Sendung. So viel zu meinem Zustand. Okay, also ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass du da den Besuch mit mir mit dem Köppel redest. Und zwar ist das ich finde es sehr ausgewogen geschrieben. Es ist nicht wertend. Du gehst da sehr intensiv und sorgfältig an die Sache ran. Aber dann ab Seite 211 kommt so ein komischer Brainfuck. Ja? Und zwar geht es darum, du musst anscheinend für den Köppel in einer Buchhandlung eine Albert Speer-Biografie abholen und ihm bringen. Und dann erzähl doch ein bisschen, was dort gelaufen ist. Man merkt irgendwie, dass du da so ein bisschen ins Zittern reingekommen bist. Ja, es hat einfach mehrere Situationen gegeben, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt der Roger Köppel wäre, der davon ausgegangen ist, länger, dass ich ihn unbedingt in die Pfanne haue. Als linker Journalist würde ich jetzt vielleicht dieser Person nicht anrufen und sagen, wenn Sie gerade auf dem Weg zu mir sind, dann bringen Sie mir doch noch die neue Albert Speer-Biografie vorbei. Also, kann man schon machen. Ist auch eine kritische Biografie. Aber so im ersten Moment habe ich gedacht, spielt der mit mir? Und das war ja dann auch, du hast dich dann noch so versucht zu entschuldigen bei ihm, weil du ganz am Anfang des Buches siehst du einen Brief von Bannon bei ihm auf dem Schreibtisch liegen, wo noch gar nicht bekannt war, dass der Bannon in die Schweiz kommt, dass der Köppel den einlädt. Und bist du auf einmal nicht sicher gewesen, hat jetzt der Brief dort extra hingelegt, dass ich, der Daniel Rieser, das gesehen und so. Wie bist du da in so einen gewissen Film hineingekommen? Ja, das haben mir auch viele Leute gefragt. Es kann doch nicht sein, dass du ins Büro hineinlaufst und dort liegt so einen doch recht unterwürfiger Brief von Roger Köppel an Stephen Bannon. Das kann ja nicht sein. Und er lässt dich dort im Büro warten. Und das Einzige, was dort rumliegt, ist der Brief. Aber es ist so, der Roger Köppel ist sehr in seinem Film. Und links und rechts interessiert ihn nicht. Und dann kann einmal so ein Brief auf dem Tisch liegen oder man muss halt einmal ein Buch abholen in der Buchhandlung. Und also du meinst nicht, dass das gezielte Moves jetzt mit Abstand? Nicht gezielt. Wir werden später noch über Köppel noch ein bisschen genauer sprechen. Zuerst interessiert mich gleich noch mal das Buch. Was macht das mit einem, wenn man so intensiv mit dem Herrn sich auseinandersetzt? Du tust auch am Schluss, dankst du ganz vielen Leuten, wo du eng zusammen bist. Dankst Psychiater. Genau. Und auch wirklich liebe Menschen um dich herum, dass sie das ausgehalten haben, dass du da über 1,5 Jahre einfach über den Köppel mit ihnen geredet hast. Was hast denn du für Reaktionen bekommen während dem Schreiben, vielleicht auch jetzt zusammengefasst auf das Buch? Ja, also die 2 Freunde, die ich noch habe jetzt, sind glaube ich da. Ja, und sonst ist natürlich schon, das hat jetzt weniger mit dieser Materie an sich zu tun, sondern grundsätzlich, wenn man sich so in eine Geschichte vertieft, dass man die Leute nur noch voll arbeitet irgendwann mit dem Thema und alle irgendwann nicht mehr hören können. Ich habe dann die Leute zum Teil bestochen, dass sie mit mir essen und habe sie zum Essen eingeladen und zu teurem Wein und sie haben mir dafür zuhören. Mit wie vielen Leuten hast du geredet über den Köppel? Ein paar Dutzend. Ja, etwa 100 Leute hast du geredet. Und ganz viel beschreiben den Köppel mit ihren eigenen Worten. Ich habe mal hier ein paar als Bob Dylan, wie sage ich immer, Trüffelschwein, Oszillation pur, unruhiger Geist, intellektuelles Hologramm, einfühlsamer Mann, Bulldozer. Köppel scheint sehr verschiedene Gesichter zu haben. Was denkst du darüber? Auch Schizophrenie kommt einmal so als Thema vor. Der Bruno Franzen, sein ehemaliger Ziehvater, bezeichnet ihn als
grinsende Abrissbirne. Und er ist sicher ein Mann, der ganz viele verschiedene Rollen einnimmt, ohne Rücksicht auf eigene Verlust oder auch überhaupt auf Verlust. Du sagst ja auch, du findest ja auch immer wieder so raus, dass er sich auch so Eigenschaften aneignet. Köppel eher am Anfang links gestanden, kann man sagen, hat er dann wirklich so einen Swift übergemacht in ganz rechte Ecke. Und jetzt ist er sogar Politiker, Journalist, und du hast geschrieben, das kommt ihm immer so ein bisschen in den Weg. Journalist und Politiker, wieso kommt ihm das in den Weg? Politiker und Journalist sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Oder? Als Politiker muss man ja irgendwie Mehrheiten finden im Parlament, irgendwie in der Kommission mit dem Cedric Wermuth über Details diskutieren. Wer macht das nicht gern? Wer macht das nicht gern? Und als Journalist kann man zugespitzt einfach draufhauen und muss keine Rücksicht nehmen. Oder? Man kann, und das sind ja wie zwei Interessen, die kollidieren miteinander. Und gerade wenn man der Chefredakteur ist von einer Zeitung in der Weltwoche, wo jetzt, sagen wir, nicht dafür bekannt ist, dass sie sehr zimperlich schreibt, oder? Und dann ist man dauernd eigentlich im Konflikt. Also da komme ich gerade weiter. Wir haben auch eine schöne Liebesgeschichte in diesem Buch, und zwar zwischen dem Köppel und dem Blocher. Also das ist wirklich so. Also, das ist wirklich ein Buch. Er schreibt hier, wo er das erste Mal einem Blocher begegnet ist, der Roger Köppel, sei für ihn gewesen, wie er das erste Mal am AC/DC-Konzert war. Ja? Also beides Mal Begegnungen mit dem Körnten sozusagen. Sagt er das wirklich? Das sagt er, natürlich. In diesem Buch? Also in diesem Buch, ja. Ich weiss nicht, ob du es gelesen hast. Das ist sehr... Schau da einmal rein. Und es ist auch noch ein bisschen ein Krimi, auch noch das Buch. Ja, die Weltwoche. Die Weltwoche. Wo hat er das, eben die Weltwoche gekauft? Wo hat er denn das Geld her? Da gibt es auch verschiedene Thesen, die du anleuchtest, aber nicht so richtig. Hast du da eine Theorie? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, es ist gar nicht so wichtig, woher das letztlich das Geld gekommen ist, weil es ist gar nicht so viel Geld. Es sind etwa 3-4 Millionen gewesen. Das viel Entscheidendere ist, dass ihm der Herr Detamanti die Zeitung quasi zur Verfügung gestellt hat, weil er gesagt hat, wir wollen aus dieser linksliberalen Zeitung eine rechte Opposition machen und der Herr Köppel ist für uns genau der Richtige. Das ist viel entscheidender und sagt dann auch so relativ schon fast ein bisschen paternalistisch, könnte man sagen, mir gegenüber. Der Herr Köppel hat sich quasi verdient, dass man ihm die Zeitung zu einem sehr guten Preis gibt. Das ist quasi das Geschäft von seinem Leben. Das ist viel entscheidender, woher denn die paar 3-4 Franken kommen. Ich meine, in der Schweiz, was sind in der Schweiz schon 3 Millionen? Das ist wahr. Ja, also, das hat ja jeder Zweite hat noch irgendwie... Ja, 1,5 Sendungen von mir moderieren und dann bin ich auf dem oben natürlich. Gehen wir noch mal zu dir. Es gibt noch eine ganz spannende Szene in dem Buch. Noch eine? Ja, nein, schon mehrere, aber eine, die noch mal um dich geht. Und zwar hat am Anfang, der Köppel, ich darf das hier ganz schnell vorlesen, hat er da so eine Art, wie sagen wir, hast du ein Zitat drin, das er da im Tagesanzeiger geschrieben hat. Er hat geschrieben, der Köppel, und insgeheim fühlte er sich auf seltsame Weise hingezogen zum tragischen Schurken Darth Vader, der in seiner schwarzen Rüstung mit Gasmaskenhelm wie ein dämonisches Dampfbügeleisen durch die Galaxien schnaufte. Das hat er geschrieben. Und das kommt so eine Darth Vader-Szene. Und zwar hat er dir am Ende von deiner Recherche wirklich angeboten, hat er gesagt: Daniel, ich bin dein Vater. Also so ähnlich hat er gesagt. Er hat dich wirklich zu der Weltwoche hat er dich gewinnen als Journalist. Wie viele Nächte hast du das Angebot müssen überschlafen? Gut, lassen wir das auf der Seite. Ganz kurz mal, ich habe noch mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, was man so über ihn gesagt hat, wie er ist. Ja, du hast schon gesagt, grinsende Abrissbirne habe ich mir aufgeschrieben. Aber noch Köppel, Anarchist auf der einen Seite, missratener Schüler und sehr schön die Leuchtreklame der Apokalypse, wird er auch genannt. Hast du zum Schluss selber noch so ein Wortspiel? Wie würdest du jetzt Köppel so zusammenfassen? Was ist er? Für mich ist er eine Kugel in einem Flipperkasten, die so hin und her schiesst. Links, rechts, auf und runter, hin und her. Und was meinst du, in einem horrenden Tempo. Bleibt er drin im Kasten oder geht er ins Auto? Ja, er bleibt schon drin im Kasten, aber es ist derart zum Teil unkontrolliert, dass wenn ich jetzt sein Vater wäre, würde ich mir vielleicht manchmal auch Sorgen machen. Flipperkugel, unkontrollierbar in einem Kasten, wo sich sein Vater müsste Sorgen darum machen. So wenn wir das Interview auch abschließen mit dem Bild vor Augen. Schau mal, wir haben hier noch jemanden eingeladen, der ein ganz grosser Roger Köppel-Fan ist. Grüezi,
Ich bin's Vreni Hubacher aus dem Appenzell Innerrhoden. Bald sind ja wieder Volksabstimmungen. Aber das ist mir egal. Das ist bei uns nämlich Männersache. Wir in Appenzell Innerrhoden haben ja gar nicht ein Frauenstimmrecht wollen. Das ist in unserer Landsgemeinde nie angenommen worden. Aber der Bundesgericht hat gemeint, das sei verfassungswidrig und nein. Jetzt haben wir das Recht und wir dürfen abstimmen. Aber wir machen es nicht. 1990 war ein sehr wichtiges Jahr für uns, weil jeder verheiratete Mann hat ab dann 2 Stimmen bekommen. Das hat auch seine Vorteile für Frauen gehabt. Immerhin war es für Männer ein Anreiz, zum früh heiraten. So habe ich Miss Hans-Uli kennengelernt. Er hat in der Gesellschaft etwas bewirken und hat darum dringend eine Frau, also eine zweite Stimme gebraucht. Und als Atti senil geworden ist, hat er sogar eine 3. Stimme bekommen. Oh, apropos mein Mann. Ich muss ihm noch sein Biberli bringen. Da tue ich das arme Ritalin drin, damit er sich bei der Gemeindeversammlung nicht so aufregt. So, excuse, ich muss schöne Kinder und nicht vergessen, immer schön Grüezi sagen. Wir spielen um die schön goldige Brosche, die Dani Rieser gewinnen, die exklusive hergestellte Deville-Brosche. Und was ist das für ein Spiel? Den 99. Gewinn hat der Roger Federer eingefahren letzte Woche und hat anschliessend ein sehr emotionales Interview geführt. Wir haben hier ein paar Antworten aus dem Interview aufgeschrieben, sehr emotional. Und es sind strange Sätze, die er hier gesagt hat. Und ein paar von diesen Sätzen sind aber von uns, von der Late Night, erfunden und eingefügt worden. Sobald ihr das Gefühl habt, der Roger Federer, das hat er nicht gesagt, haut ihr auf den Buzzer, ja? Und wenn ihr richtig liegt, muss der andere einen Schnaps trinken. Wenn ihr falsch liegt, müsst ihr selber einen Schnaps trinken. Ja? Wenn ihr beide falsch liegt, trinke ich alle Schnaps. Nein, natürlich nicht. Habt ihr das Spiel verstanden? Ja, ganz einfach. Du auch. Das Spiel heisst Lügenpresse. So, los geht's. Achtung, macht euch bereit, wenn ihr das Gefühl habt, nein, das hat er nicht gesagt, der Satz, haut auf den Buzzer. Es könnte sein... Gut, okay. So hat jemand das Spiel verstanden. So. Es könnte sein, dass ich in den Strudel komme, mich nicht mehr retten kann, wenn der Applaus nicht mehr aufhören sollte. Hei, halt mal. Hat er das so gesagt? Ja, genau so hat er es gesagt. Du musst ja, leider noch mal einen so trinken. Genau hat er es so gesagt. Ja, jetzt musst du eins trinken. Ja, genau. Ja, sag ich. Also, trink. Ah, du willst nur trinken! Er muss es trinken. Diesmal rettete es mich, dass ich mich in verschiedenen Sprachen ans Publikum wandte. Das hat er gesagt. Ja, das ist gut. Du musst nur mal sagen, wenn er das nicht gesagt hat. Aha, also gut, okay. Ja, du musst halt Zeitung lesen. Halt. Hallo, ich bin Hallo. Hallo. Gut. Wir können das auch mit Kopfstößen ausführen, das Spiel. Das ist auch möglich. Nein, machen wir Und weiter. das mit dem Goldragen auch noch? Ich sah heute alles wie aus der Vogelperspektive, wie ich im Goldregen stand und war einfach nur noch glücklich. Ich rede sehr gerne vor Publikum. Viele verstehen nichts, wenn wir hier immer nur Schweizerdeutsch sprechen. Das hätte er so gesagt, Riese. Viele verstehen nichts, wenn wir hier immer nur Schweizerdeutsch sprechen. Ja, dann trink eins. Kann man eins trinken? Du willst nur trinken? Ja. Willst du auch eins trinken? Ja, trink auch noch eins. Trink auch noch eins. Komm, eine machen wir noch. Ich sehe, Daniel Rieser hat das Spiel verstanden, wie es geht. Aber nein! Bin nicht ganz sicher. Aber Hauptsache es ist lustig. So, also. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt lass ich dich. Also, du bist bis jetzt am Gewinnen. Der erste Höhepunkt ist der verwandelte Matchball. Da fällt dir ein Stein vom Herzen, bist du überglücklich, du bist erleichtert, könntest den Rasen knutschen. Stimmt, das hätte so nicht gesagt. Riese muss noch eine trinken. So, und somit, meine Damen und Herren, haben wir eine eindeutige Gewinnerin. Der Preis kommt trotzdem der Dani Rieser rüber. Merci vielmals. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Einschalten. Cheers. Nächste Woche geht's weiter. Danke, Daniel Rieser.
So, Stefan, Schnäbele. Ein kleiner Rum. Ein kleiner Rum.